Mir ist kalt und langweilig. Ich hab Hunger und mir tut der Hintern weh. Und Durst habe ich auch. Aber nö, ich beklage mich nicht. Das macht Spaß. Ich starre gern Gebäude an, die ganze Nacht lang. Jede Nacht, bis mir die Augen bluten. Findet ihr auch, dass Naane sich seit einiger Zeit seltsam benimmt? Ich meine, sie war schon immer ein bisschen seltsam, aber seit sie zurück ist aus Myria, eigentlich seit ihr hier seid. Wieso nur? Ist euch irgendwas Seltsames aufgefallen? Inu, bitte bleibt aufmerksam. Oh, worauf sollen wir unsere Aufmerksamkeit denn richten? Wir beobachten das Gebäude jetzt seit einer Woche. Da drin ist rein gar nichts los. Ich wünschte fast, Liko wäre hier, nicht ich. Aber der ergreift jede Gelegenheit, nicht auf eine Mission mit euch zu müssen. Ich fasse es nicht, dass er es euch noch übel nimmt, den Offizier verschont zu haben. Ich meine, der hat uns doch nützliche Informationen geliefert. Liko benimmt sich echt wie ein Blödmann. Ihn ärgert der Verlust der Altstadt. Gut, aber was konnten wir schon tun? Ich meine, ihr habt den Kerl gefoltert, wir haben die Informationen bekommen und uns entschieden, abzuhauen. Also, was ist sonst noch so bei euch los? Sagt mal, was ist mit dieser Frau passiert, dieser Anna? Habt ihr und sie nicht... Ich hab nicht... Das war nicht... Offensichtlich war es ein Fehler, euch davon zu erzählen. Ihr könnt mir vertrauen. Ich verrate keine Geheimnisse. Außer an all meine Freundinnen natürlich, wenn wir beim Wein zusammensitzen und... War nur Spaß. Ich habe keine Freunde, das wisst ihr. Außer euch Jungs. Ihr Jungs seid meine besten Freunde und das ist wirklich traurig. Jetzt bin ich schlecht drauf. Aber sie ist hübsch. Anna, meine ich. Schönes Haar, markante Sommersprossen und eine nette, finstere Miene. Sie würde eine gute Gefährtin abgeben. Ich bin nicht interessiert. Oh, na schön. Also, gibt es überhaupt jemanden, an dem ihr... Inu, ich bin nicht an Frauen interessiert. Ihr seid nicht interessiert an... Klar, das wusste ich doch. Natürlich. Geht in Ordnung. Völlig in Ordnung. Also, wen... Seht mal, da ist was los. Oh, ja. Jemand verlässt das Haus. Rufen wir Verstärkung. Leute kommen jeden Tag aus dem Haus Kien. Sie gehen morgens rein und abends raus. Fast wie bei einem richtigen Geschäftsbetrieb. Sieht mir nicht wie ein richtiger Geschäftsbetrieb aus. Ihr seid zu misstrauisch. Muss daran liegen, dass ihr so lange unter Asadi wart. Na, was führt ihr im Schilde, Leute? Bib, was im Namen des Schattens machst du hier? Nichts? Oh, ach ja, ich habe eine Botschaft von Ulvik. Er sagt, kommt sofort ins Lokal, es hat Entwicklungen gegeben. Ich weiß nicht, was Entwicklungen sein sollen, aber Ulviks Stirn war gerunzelt, also dürfte es wichtig sein. Das ist es immer. Gut gemacht, Bib. Lassen wir Ulvik nicht warten. Ich gehe als Erste. Wenn wir getrennt eintreffen, ist das weniger verdächtig. So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part Dreamfall. Es geht weiter, wir sind mit dem Kien hier. Und, ja. Wir gehen schauen, was wir müssen tun. Begib dich ins Rooster and Kitten. Das wird das Beizli sein, hä? Oh, finde mich auch hier noch zurecht. Ich muss gerade schauen, ich glaube, das ist da. Oh, was ist denn das für ein Tierli? Hallo? Hallo? Oh. Bist du mir gut gesinnt, liebes Tierli? Diese Papierdrachen sind verboten. Sie haben jeden verhaftet, den sie mit einem erwischt haben. Trotzdem tauchen jeden Tag neue auf. Es ist ein halber Schildkrott, schau. Sieht er gut aus. Ich muss da gerade ein Dings machen. So. Cool. Leere Tische. Es ist überraschend ruhig hier draußen. Gewöhnlich sind die Tische bis spät abends voll. Aber es ist kühl und feucht. Wahrscheinlich sind sie alle drinnen und zechen.
Ein Bussala mit einem Schnabel, schau. Nicht cool. Oh, da pennt einer. Will der nicht weg? Aber nicht wirklich. He? Es wäre leichter, unbemerkt zu bleiben, wenn mehr Leute unterwegs wären. Aber so bin ich immerhin weitgehend ungestört. Da pennt da noch einer, schau. Die hat da irgendwie ein Fest gehabt, he? Sie errichten Opferfeuer für die Erntemondnacht nächste Woche. Kranz. Die Kränze gehören zur Tradition des Erntefests. Oh, da kann ich da. Fassfischen. Diese Tradition haben wir auch in Assadia. Wir nehmen natürlich keine Äpfel, sondern Nesseln. Die haben immer heftig gestochen und die Kinder haben geheult. Es war amüsant. Kann ich da einen nehmen von denen? Ein einziger Versuch kann nicht schaden. Ich bin sicher, niemand guckt zu. Also, Ah, das weckt Erinnerungen. Obwohl ich sagen muss, dass ohne die Nesseln definitiv etwas fehlt. kann ich keinen nehmen, he? Sind das Jamswurzeln? Nein, das sind nur Äpfel. Jamswurzeln. Da ist noch. Das sind ja Äpfel drin, he? Ja. Da ist noch einmal so ein Tierchen, schau. So ein Schildkrötino. Viele. Wer ist da? Seit der Rat mein Schleier wird versagen, wenn ich zu den Wachen gehe und mit ihnen rede. Sie werden mich sehen und Fragen stellen. Okay, dann muss ich auch einen durch, he? Da kann ich auch nicht durch. Hier finden offizielle Angelegenheiten in Assadi statt. Ihr solltet euch umdrehen und gehen. Okay. Keine Problem. Keine Problem. Oh, da ist schon zu. Wenn ihr ein Geist seid, lasst mich einfach in Ruhe. Irgendjemand hier? Du. Wie komme ich jetzt da durch, du? Sie da hinten durch? Aber ich glaube, dort war eine Sackgasse, oder? Ah, was ist denn hier? Eno hat mir erzählt, dass manche glauben, die Kränze würden die Häuser vor Jager der Weidenhexe beschützen. Man bringt einen Kranz an der Tür an, um zu zeigen, dass man richtig geopfert hat. Tino, ja. Eben Tino, der Lykos, hat noch so ein Kritz zusammen, he? Anscheinend. Weil ich den anderen im Leben hat gelassen, da. Der Hauptmann. Aber ich wollte ihn nicht töten. Das war ja da vorhin so eine Konsequenz davon. Wahrscheinlich wäre dann der Lykos dabei gewesen, wenn ich mich anders entschieden hätte. Pferdles. Komme ich ja nicht raus. Ja, ich muss doch bei diesen zwei dort durch. Jetzt auf die Karte schauen. Ja, ich muss dort oben durch. Bei diesen zwei muss ich mich irgendwie durchschleichen. Schätze ich mal. Komm, Kian, nimm die Länge vor. Komm. Ah, nein, hier ist das Beizli. Hier ist es. Ja, richtig. Richtig.
Seht ihr den Herrn, der da drüben sitzt? Nicht hingucken, ihr Dummköpfe. Beim Gleichgewicht. Von List habt ihr wirklich wenig Ahnung, was? Der Mann trinkt oft abends hier. Er ist ein Mechaniker der Assadi. Aber das wusste ich nicht, bis ich vorhin gehört habe, wie er mit seinem Freund über die Röhren redete. Anscheinend gibt es jetzt, wo das Röhrennetz in Betrieb ist, viel zu flicken. Und unser Mann da drüben hat ein Werkzeug zum Öffnen der Wartungsluken. Wenn wir durch eine Luke gelangen können. Kriegen wir vielleicht raus, wozu sie die Röhren verwenden? Das ist genial, Ulvik. Also schlitzen wir ihm die Kehle auf und schmeißen ihn in die Bucht. In meinem Lokal ganz bestimmt nicht. Wenn Ihnen auffällt, dass wir sein Werkzeug haben, sind die Informationen, die wir erhalten, vielleicht nutzlos. Nein, wir müssen... Und sein Werkzeug ausborgen, eine der Röhren öffnen, reinschauen und das Werkzeug zurückbringen, bevor er was merkt. Und das wolltet ihr wahrscheinlich gerade sagen, als ich euch unterbrochen habe. Mhm. Tut mir leid. Wenn ihr es schaffen könnt, ohne dass er was merkt, dann halte ich euch nicht auf. Aber sollten die Assadi je vermuten, dass ich mit dem Widerstand zusammenarbeite... Das wird nicht passieren, Ulvik. Also, was machen wir, Kian? Ulvik hat uns darauf aufmerksam gemacht. Es ist nur recht und billig, ihn in die Entscheidungsfindung einzubinden. Die anderen verlassen sich jetzt auf mich. Es ist wichtig, dass ich die Führung übernehme und die Entscheidungen treffe. Ja, ich würde sagen. Wir teilen uns auf. Jeder sucht für sich nach einer Lösung. Dann kommen wir wieder hier zusammen. Das klingt viel besser als das, was gewöhnlich passiert. Nämlich, dass ihr um jede kleine Entscheidung zankt und kämpft. Wir dürfen uns nicht zu viel Zeit lassen. Der Mann wird nicht ewig hier bleiben. Er sitzt vor seinem zweiten Krug. Gewöhnlich geht er nicht, bevor er mindestens 3 gehabt hat. Und ich kann ihm ein paar aufs Haus anbieten, damit er länger bleibt. Dann ist es entschieden. Wir treffen uns nachher wieder hier. Der Gewinner gibt allen eine Runde aus. Nein, nein, das wäre nicht sehr motivierend. Na schön. Ah, sie ist herzig. Es ist ein lustiges Bützeli. Okay, jetzt muss ich also dem das Werkzeug irgendwie klauen. He? Irgendwo eine... Welcher ist es? Der da ist es, he? Ja. Soll ich echt... Ja, ich kann mal mit ihm gehen. Mal schauen. Durch diese Rohre werden wir ein besseres Leben haben. Wirklich? Wie das denn? Naja, sie dienen doch der Besserung der Menschheit, oder? Was bedeutet das überhaupt? Keine Ahnung. Ein jeder verlege sein Rohr. Darauf trinke ich. Ja, kann man jetzt verstehen, wie man will. He? Er ist ein Mechaniker, der am Rohrnetz arbeitet. Und er hat einen Kasten mit Werkzeug. Aha. Ihr würdet nicht glauben, wie viel Arbeit erforderlich ist, damit das Netz reibungslos funktioniert. Oh, die technische Seite ist gut, aber die Montage... Lasst das Militär keine Aufgaben für Zivilisten erledigen. Mehr sage ich nicht. Das erfordert Feingefühl, keine Brachialgewalt. Seht ihr, wenn die Verbindung zwischen den Röhren auch nur um Haaresbreite verrutscht, können die Kugeln unrund laufen und stecken bleiben. Und wenn das geschieht, beim Schatten. Sagen wir einfach, es würde dem Turm sehr missfallen. Die offizielle Eröffnung ist in einer Woche und Sie wollen, dass bei der Zeremonie alles glatt geht. Ich sollte nach Hause Gesandte gehen. würde es ungnädig noch aufnehmen, vor der ein ersten Förster blamiert zu werden. Bisschen Dolmari. Also kommt es Oh, auf dann kann ich mich da etwas. und auf meinen Werkzeugkasten. Ich kann mit ihm reden, oder? Da? Beim Licht, was bildet ihr euch? Oh, ich dachte, ihr wärt einer von denen. Ihr wisst schon, den magischen. Weiß die Göttin, warum es immer noch Magische in der Stadt gibt? Ich dachte, die wären alle deportiert worden. Ach, vergesst es. Nehmt Platz, Mann, und ich gebe euch einen aus. Woher kommt ihr? Ihr hört euch an wie einer Entschuldigt, aber ich werde anderswo gebraucht.
Oh, na schön, dann nächstes Mal. Kann ich mit dem etwas machen? Etwas stellen? Ich könnte ihm mit meinem Schwertknauf eins überziehen. Aber ich glaube nicht, dass Ulvik das Recht wäre. Wer ist denn der Göran da? Anscheinend haben sie ihren Spaß, der sicher wohlverdient ist. Willi? Das sind gute Leute. Ihre großzügigen Herzen seien gesegnet. Der Willi. Das Schlimmste sind Krabbler in den Röhren. Wie nennt man sie hier noch gleich? Ulvik hat nicht gerade die anspruchsvollste oder vornehmste Kundschaft. Und ich bin sicher, er ist froh darüber. Ulvik hat Bib da unten eine Pritsche zur Verfügung gestellt. Zwischen Wein und Bierfässern. Ich glaube, der Junge hat Geschmack an alkoholischen Getränken gefunden. Also, ich muss dem sicher etwas ins Trinken tun, oder so. Was sind das für Herren da? Achen. Ich wünschte, sie würden irgendwelche Schutzmaßnahmen treffen, denn in der gesamten Göttin verlassenen Stadt krabbeln Ratten umher. Wer ist da noch? Ohne Gast. Ich vermisse die Altstadt. Markuria ist einfach nicht mehr dasselbe ohne das magische Ghetto. Psst. Was? Seht euch mal um. Das ist nicht gerade der beste Ort, um das Verschwinden der Magischen zu beklagen. Ja. Naja, ohne sie fehlt uns doch was, oder? Ist die Stadt wirklich besser dran ohne Magische? Seid ehrlich. Ehrlichkeit ist der schnellste Weg an den Galgen. Ja. Das könnte dumm ausgehen, vor allem wenn die da noch hocken, hä? Da jetzt noch die Tür. Kann ich nichts machen. So, jetzt muss ich... Vielleicht kann ich mit dem Wirt etwas machen. Habt ihr schon irgendwas gefunden? Ich arbeite noch daran. Eno und Liko sind noch auf der Suche. Ihr nicht. Ihr solltet euch ranhalten. Aha. Ja, aber ich muss doch etwas da innen machen. Oder nicht? Ich glaube, ich muss dem etwas... Der Kaplan und die Hexe, die hatten 6 Schnäpse, dann gingen sie fröhlich spazieren. Der Mann hielt ne Rose, sprach, ich spür's in der Hose, doch die Frau wollte nur konversieren. Schelle. Ja, ich muss dem irgendwie auch etwas ins Trinken tun, oder so. Würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht auch nicht. Irgendwie. Finde einen Weg. Ja, sie könnten wirklich ein bisschen Tipps könnten sie geben. Das wär schon, Ich muss sie da gegen suchen. Ah, Häppchen. Zu einem leckeren Hap Miams sage ich nicht nein. Delikat. Sehr gut. Traditionelle Erntemondhäppchen. Geröstete Äpfel, gesalzener Yams, Süßwurz. Streng riechende fermentierte Beißereier. Aha. Okay. Ich muss da etwas mit dem machen. Ihr würdet nicht glauben, wie viel Arbeit erforderlich ist, damit das Ein Netz Werkzeugkasten. reibungslos funktioniert. Darin dürfte ein Mechaniker sein die Werkzeug technische aufbauen. Seite ist gut, aber die Montage... Ich schnappe ihn mir einfach und laufe? Lasst laufe das weiter, bis die Militär Stadt keine und all das Aufgaben hinter für mir liegt? Zivilisten erledigen. Mehr sage ich nicht. Das erfordert Nein, Feingefühl, das ist nicht keine der richtige Brachialgewalt. Ja, also, was soll ich denn? Seht ihr, wenn die Verbindung zwischen den Röhren Er ist ein auch Mechaniker, nur um der am Rohrnetz Haaresbreite arbeitet. verrutscht, können die Und er hat einen Kugeln Kasten unrund mit laufen und Werkzeug. stecken bleiben. Und wenn das geschieht, Da- Wir müssen sein Werkzeug in die Hände bekommen. sagen wir Damit einfach, wir es eine würde dem Wartungsluke Turm des sehr Rohrs... Ich könnte missfallen. ihm mit meinem Die Schwertknauf eins offizielle überziehen. Eröffnung ist in einer Woche. Ich glaube nicht, Sie dass wollen Ulvik bei das der Recht Zeremonie- hat. Das ist ein Glier. Das ist eine Stürmigkeit. Vielleicht muss ich mit dem Bip etwas machen, oder? Kommt es auf mich an. Ja, doch keine Ahnung, wieder mal.
keine Ahnung, was da geht. Ah, da hat's noch keine Tür. No. Nichts. Ihm kann ich nichts, der gibt mir nichts. He? Ulvik ist ein guter Mann. Ich genieße seine Gesellschaft. Er steht zu seinem Wort. Ich würde ihm mein Leben anvertrauen und betrachte ihn als Freund. Ulvik, der immer durchsiege. Habt ihr schon irgendwas gefunden? Ich arbeite noch daran. Eno und Liko sind noch auf der Suche. Ihr nicht. Ihr solltet euch ranhalten. Ja, wo denn? Dort ist ja der Kasten. Was ist da? Das Schlimmste sind Krabbler in den Röhren. Wie nennt man sie hier noch gleich? Ratten. Letzte Woche musste ich Ratten in der Ulvik hat Reihe nicht gerade die anspruchsvollste oder vornehmste Kundschaft. Und ich bin sicher erst froh darüber. Durch diese Rohre werden wir ein Blut besseres und Leben Gewebe haben. in die Maschinen Wirklich? kommen, Wie hilft das denn? nichts mehr. Naja, sie dienen doch der Besserung der Menschheit, oder? Jedes Teil Was muss bedeutet sauber das? Ja, werden. muss mal schauen. Den ganzen Tag. Ein jeder verlege sein Rohr. Darauf trinken. So, meine lieben Leute, ich bin gerade heute schauen, sonst suche ich mich da zu Tod. Und ich habe das gesehen, das hätte ich, ehrlich, das hätte ich in Jahren nie gefunden. Ich werde rumgerannt wie Stungete. Ich bin vorhin noch heute schauen, über fast 20 Minuten und dann ich habe es aufgegeben. Ich muss da rauf. Und ich habe gewusst, dass ich dem etwas muss ins Trinken tun muss. Das habe ich gewusst, also das habe ich vermutet. Aber dass man das hier findet, das ist ja... Ah. Hat's ein Kräutchen. Und dann sieht man es nicht einmal richtig, wenn man... So, jetzt so. Was genau habt ihr mit dieser Ziege vor? Sollte ich eifersüchtig sein? Eifersüchtig? Auf wen? Ich verstehe nicht, was ihr mir sagen wollt. Wo seid ihr den letzten Monat über gewesen? Fort. Weit fort. Auf Reisen. Also, diese Ziege. Was ist hier los? Eine Rebellenangelegenheit. Offensichtlich. Wie kommt ihr damit zurecht? Seid ihr jetzt einer von ihnen? Ich tue Buße für meine Sünden. Ja, aber ihr genießt es. Ich genieße es nicht, gegen mein eigenes Volk zu kämpfen. Naja, ihr scheint gut darin zu sein. Es heißt, dass der Widerstand Unterstützung gewinnt, dass die Leute Hoffnung haben, jetzt wo ihr hier seid. Ich helfe so gut ich kann. Wie ich hörte, seid ihr ziemlich weit gegangen, um unseren bösen kleinen Asadi-Offizier Informationen zu entlocken. Ich bin froh, dass er gelitten hat. Vielleicht wäre es besser gewesen, ihn zu töten, aber eine Quelle innerhalb des Turms könnte nützlich sein. Und ihr habt die Information bekommen, die ihr brauchtet. Eure Leute sind rechtzeitig aus der Altstadt entkommen, auch wenn die Asadi dadurch nicht auf Gegenwehr stießen. Wenigstens hat dieser explosive Zauber ein paar Gliedmaßen und Köpfe gekostet. Was wollt ihr? Nichts, gar nichts. Ich habe euch gesehen, es war eine Weile her. Ich wollte Hallo sagen. Ich habe das vermisst, diese einseitigen Gespräche, den Missmut und den Argwohn. Ich genieße es inzwischen ziemlich. Ach, wie dem auch sei. Ziegen? Wir haben einen Hinweis, was die Rohre angeht. Oh, das erklärt natürlich alles. Dann überlasse ich euch mal eure Angelegenheit. Später heute Abend werde ich im Rooster sein. Ich muss mit Ulvik reden. Vielleicht sehe ich euch ja dort. Vielleicht. Das ist es, was ich an euch liebe, Kian. Oh, ihr seid ein so geselliger Kerl. Ja, gib's zu, du hast nur ein Münchi wollen wieder. Abendlied, schau. Jetzt habe ich da etwas, siehst du? Abendlied. Ein Kraut, das die Schlaflosen schlummern lässt. Aha, eben, genau. So. Aber ich habe wirklich nur gerade heute das geschaut.
Jetzt ist wieder alles blind. Ja, da hinten habe ich vorhin, als ich bin rumgeschaut, habe ich ein Rohr entdeckt. Da. Dort hinten. Und dort müssen wir auch mit dem Werkzeug her. Schätze ich mal. Aber jetzt gehen wir super hier. Hey, Matland, ich muss gerade ein bisschen hüsteln. Jetzt gehen wir mal den anderen einschläfern zuerst. Jetzt muss ich das wahrscheinlich mit dem Wirt machen. Der hilft mir sicher. Das ist Abendlied. Bei Ziegen funktioniert es. Na, dann dürfte es auch bei Assadi funktionieren. Okay, genau. So, Tali, bring ihm das Teil. Eben zum Teil im Dreamfall, es ist wirklich schwer. Also ich weiss, ich hätte da noch eine Stunde rumschauen. Noch ein Bier aufs Haus da. Ich hätte es nicht gefunden. Ah, was für eine prächtige Blume. Das hier riecht anders. Malzig süß. Fast wie das Zuckerbier aus dem südlichen Assadir. Jo, gute Nacht. Das ist ja ein Gebräu, Ulvik. Schmeckt wie zu Hause, wirklich. Lässt mir Tränen in die Augen treten. Einfach Wunder. Ah, und gute Nacht, mein lieber Freund. Hahaha. Also, jetzt schnappen wir uns das Werkzeug. Geht. Jawohl. Cool, okay. Oh, eine Karte habe ich noch bekommen. Ah, eine Karte. Und zwar auch, wo das, die Punkte sind, he? Genau. Sehr gut. Jetzt muss ich mich nur ein bisschen orientieren. Dort und dort. Der Hunger da, im unteren Rand, den habe ich ja vorhin schon gesehen. Und dann muss das andere vis-à-vis sein. Und dort ist der Brunnen. Genau. Genau. Okay. Also. Meine lieben Leute, ich mache in dem Fall da, eine Karte. Und lasst euch nicht zu viel Zeit. Wenn er ohne sein Werkzeug wach wird, wird es Fragen geben und ich habe keine guten Antworten. Okay, ja, machen wir. Die Rohre. Also. Das machen wir im nächsten Part und, hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dann. Tschüss.